Herr Kuiper am Numm von der ADR schon als wichtigste Positionen durchgestalt an ich wollte den Überlegungen just nach pur Elementer beifügen, nur speziell über Außenpolitik, speziell ein bisschen über die Armee schwätzen, wie du vielleicht doch ein paar Aspekte nach für im Kontext zum Budget aber zu diskutieren sind, auf hier zu streichen. Natürlich wird ich will so, dass vielleicht was das Budget in Affaires étrangères geht, müsste man vielleicht doch gucken, wie den Statut financier von den diplomatischen Karrieren zu revisieren. Und so das ganz bewusst ganz bewusst aus einem ganz klaren Grund, weil die Regierungen sukzessiv immer so, sie wäre für Chancengleichheit, was wir unterstützen. Und du hast das Problem von den Conjoints, von den Diplomaten, wir haben immer mehr Probleme, Leute zu finden, für an Ausland zu gehen, weil der Conjoint von den betreffenden Diplomaten oder Diplomatinnen finanziell nicht mehr nur die Leute von der Matt geht. Mit dem Resultat, dass man Männer Leute tun, die wollen an Ausland gehen, und ich meine, es wäre in der Zeit, dass die Regierung durch die Probleme gucken, für dadurch der Beruf attraktiv bleibt, dass sie ganz kleine Summen, die hier im Spiel stehen, mit die da gegen ermöglichen, als diplomatische Vertretungen besser zu funktionieren. Für die Resort-Diplomatik geht, da werde ich nur ein bisschen mehr lang drüber schwätzen, weil wir müssten vielleicht den Bilan machen, was die Präsenz am Ausland eigentlich für Lützeburg Resultate bringt. Für mal da an eine Logik zu gehen, von einem Audit, für zu gucken, was wir ausgehen, auf was das Resultat. Ich gehe just ein paar Beispiele hier, wie zu sagen, wie in das kann umgehen. In Afghanistan. Wir hatten während Jahren Truppen am Afghanistan gehabt, also am Lützeburger Shell hat man Militär am Afghanistan, wir haben noch da Projekte unterstützt, aber wir kennen das Resultat. Wir haben der Taliban zurück und Marsch kommen, und wir hatten aber während den Jahren, wo wir da waren, immer Diskussionen über was lebt da überhaupt, was bringen die Operationen, was tut das Wert, und wir haben aber nie den Courage gehabt, wie auch andere Länder, das ist nicht Lützeburg lang, mal die kritische Bilanz zu machen und zu sagen, dass da kein Wert mit 10 als Trick, wir haben gewerkt mit anderen bis zu dem Punkt, wo die überhaupt nicht mehr gegangen, als ob schon noch für drin hätten an einer Analyse, schon können so mit 10 als Trick. Wir hatten eine Ambassade am Nicaragua mit 10 als Trick. Wir haben am Westafrika und am Sahel haben wir Hunderte von Millionen über Jahre an Engagement gemacht, die für uns strategisch wichtig ist. Wir haben da so hingehen, die ist ganz wichtig für uns. Wir haben also zurückgezogen, zusammen mit anderen westlichen Staaten, während wir also da eigentlich kein Resultat. Das muss ich auch so, wir haben eine Politik gemacht, wir müssen analysieren, wie ist es möglich, dass es zu einem Punkt kommt, wo all die Hunderte von Millionen, die wir hier investiert haben, punktuell natürlich vielleicht Gutes gemacht haben, das will ich gar nicht an Zweifel ziehen, aber politisch nur eine ganz Reihe von Jahren, nur eine ganz, ganz intensive Zusammenarbeit, Kooperation, ein Nullresultat tun. Wir haben Lot eng Tendenz für Ambassaden op neue Plätzen opzumerken, wenn man nicht mehr an Westafrika präsent sind. Du hast de Benin genannten Togo, dat sie Plätze, wo Menschenrechtsprobleme bestehen, das muss ich ganz klar sagen. Frappant als dat am Ruanda. Am Ruanda soll man anscheinend eine Ambassade opmachen, das für uns ein bisschen überraschend, für auch eine finanztechnische Kooperation dort zu ermöglichen, wo wir aber wissen, dass der Ruanda ein Staat aus den Truppen am Ausland stehen hat und do Guerilla-Movementer unterstützen, M23 an der Demokratischen Republik Kongo, dass man hier in Europa für den Vergleich zu machen, gegen das Land wird an einem Notbestand militärisch aktiver Sanktionen holen, daraus eine große politische Priorität machen, an Afrika aber an einem Land wird an einem Notbestand militärisch präsent ist, aus Gründen für Gold zu sichern und andere Sachen, da machen wir eine Ambassade auf. Auch mit dem Gedanken, wir können dann mit der Bourse oder finanztechnische Kooperation anzurichten. Das ist eine Sache, wo man sich muss fragen, ob das wirklich politisch logisch ist. Wir haben Massakern am Kongo, wo die Guerilla-Bewegung, die vom Ruanda unterstützt wird, den M23, nicht unschuldig drin ist. Die USA und Belgien schon nach dem Februar des Jahres gesagt, die United States condemns Rwanda's support for the M23 armed group, das am Kongo calls on Rwanda to withdraw all of its military personnel from the Democratic Republic of Congo. Das ist die Situation, da in der Ambassade, ob man an mir stellen ist einfach froh, wo ist Kohärenz an der baupolitischer Approche. Mir noch zu dem Thema,
Herr Präsident, do eng kleine Motion vorberät. Dann haben wir ein paar Kommentare über die Europäische Union. Herr Fayo hat doch mal recht schon darauf hingewiesen, dass das wirklich ein wichtiges Sujet ist, über das wir heute noch nicht ganz viel geschwärzt haben. Wir wollen so, dass wir als ADR do eng einer Position haben gegenüber der Europäischen Union wie vielleicht andere Kollegen hier bannen. Wir stellen mal zunächst fest, dass die Europäische Union an den Reformen, die sie proposiert, da geht es direkt auch um nationale Interesse von Lützeburg. Ich will just daran erinnern, dass am Europäischen Parlament eine Reihe von Reformpropositionen vorlegen, die die Rechte von den Memberstaaten drastisch reduzieren. Das ist auf jeden Fall die Perzeption, die sie haben. Und gleichzeitig probiert eine Reihe von Reformen durchzusetzen, ohne eine Reform vom Treaty zu machen, aus Angst für Referenden, aus Angst für nationale Parlamente, die da vielleicht gegen eine andere Position vertreten. Das ist ein demokratisches Defizit, eine Attitüde von der Europäischen Union, von dem aktuellen Europäischen Parlament, die für uns absolut inakzeptabel ist. Wenn Demokratie will, darf keine Angst für Referenden haben, keine Angst auch für parlamentarische Prozeduren. Eine Diskussion, die uns ganz besonders viel Sorge macht, als die Stimmigkeit an Steuerfragen. Wir merken, dass in der Europäischen Union eine ganze Reihe von Institutionen und Akteuren auftreten, die verlangen, dass die Stimmigkeit nicht nur an der Börsen- und Sicherheitspolitik, sondern auch an der Steuerpolitik soll aufgeschafft gehen. Und wir stellen mit größter Sorge fest, dass auch den ein oder anderen Lützeburger Kandidat oder Lützeburger Partei, die an die Europawahl gehen, aufhängen, die Stimmigkeit an Steuerfragen vorzustellen. Wir haben heute aber festgestellt, an einer Reihe von Diskussionen an immerem, wie wichtig der Finanzplatz für Lützeburg ist. Der DDR hat das ausdrücklich betont. Regierungsparteien sind sich dessen bewusst, andere vielleicht Männer. Aber für uns ist evident, dass die Stimmigkeit an der Steuerpolitik überhaupt nicht der vorgestellt gehen, als schon gut nicht von Lützeburger Instanzen. Ich meine, was Parteien machen, das hier Verantwortung, das ist ganz schlimm, dass ein DP zum Beispiel da in die Richtung schenkt zu gehen. Wir fordern die Lützeburger Regierung, ob die Stimmigkeit auf keinen Fall auf Frage zu stellen. Weiter, merci, Herr Präsident. Wir wollen auch ganz klar sagen, dass wir nicht d'accord sind, dass alle Krise, an der Europa ist, eigentlich von europäischen Institutionen benutzt wird, wir nur mehr Kompetenzen wie die Europäische Union zu fordern. Wir haben das gesehen an der Covid-Krise, wo es so eine Gesundheitsunion gibt, wo ich nicht weiß, was Plus-Value davon erkennt sind. Wir haben es an der Ukraine-Krise gesehen, wo eine europäische Verteidigungsunion soll geschafft werden, ob schon eine NATO haben. Alles das ist als für uns ein ganz klar und sich ein Missbrauch von Krisen. Wir müssen Krisen holen, wie also Funktionament verbessern, wir Lehren zu ziehen. Wir brauchen aber keine Kompetenzverschiebung von den Memberstaaten auf die Europäische Union. Was die Armee angeht, Herr Präsident, hat Herr Roth und die Regierung, die können nun dazu einen Effort de Défense gemerkt, wo wir auch prinzipiell d'accord sind. Auch wir sind der Überzeugung, dass es wichtig ist, dass die Staaten eine gute Verteidigungskapazität haben, Sicherheit allgemein, ob das Polizei, Armee, Geheimdienst, der Staat muss kapabel sein, für die Sicherheit für seine Bürger zu garantieren und seine Interessen zu schützen. Da sind wir uns eins. Mit der Frage, wie wir die Suchen ausgehen, das ist aber eine substanzielle Diskussion, die man feiern muss. Wir sind zum Beispiel der Meinung, dass man gucken muss, dass die Suen, die an der Armee fließen, und dass sie ganz viel Suen, denn die Regierung weiß das, der Minister hat das rappeliert, dass das ausgeht für Sachen, die wir hier am Land direkt können, auch für unsere Benefis benutzen. Das ist mal als Grundhaltung. Du hast Militärspidol eine Option, es ist die Möglichkeit von der Kooperation mit dem CG10, den Objektschutzkooperation mit der Police, all die Sachen, die für uns einen direkten Avantage haben, auch Cybersecurity und auch Satellitenkapazitäten, weil das nun einmal auch für Lützeburg ökonomisch wichtige Domäne sind. Aber wo wir nicht d'accord sind, und das will ich auch ganz klar sagen, das ist die Kreation von einem Belgisch-Lützeburger Bataillon. Das ist eigentlich das Paradeprojekt von der Regierung, die soll auch kapabel sein, an Kampfaktivitäten engagiert zu gehen. Wo wir auch d'accord sind mit ganz vielen Leuten an der Armee, die das auch nicht wollen, weil sie einfach wissen,
von der strategischen Opportunität mal ganz oft gesehen, dass das auch eine Diskussion, die man muss feiern, mit der man das nicht packen. Wir sollen 375 Militär bereitstellen wie die Bataillon an dem Rekrutierungsmodus, den wir haben. Wir fanden die Leute nicht für den Zweck und stellen sich ganz viele praktische Probleme dabei. An die man fanden, du musst sich doch freuen, ob man einen Krisefall, der so schlimm ist, dass man Rebellschlitze bei der Bataillon gegen einen Kampf als irgendwo schicken, muss sich mal vorstellen, wir brauchen die Leute den Blick hier am Land, weil wir haben nicht viel Sicherheitskräfte an die Leute, die wir haben, auch an der Armee, die brauchen wir eben hier für wichtige Sicherheitsfunktionen hier am Land zu garantieren. Das ganze Projekt ist komplett überzogen, neben all den anderen praktischen Problemen, die sich stellen, wo es noch keine Lösungen gibt. Und das wird man im Detail diskutieren. Unsere Message ist ja zu einer stärkeren Verteidigung, aber nee zu einem Bataillon, den eine ganze Reihe von Problemen abwirft, von strategischer Natur bis hin zu einer Schwächung von unseren eigenen Resilienzmöglichkeiten am Krisefall heute zu Lützeburg, was keinen Sinn ergibt. Bei der Militärhilfe für die Ukraine, du wirst, dass wir einer Meinung sehen, wir haben uns immer ausgeschwert vom ersten Tag auf eine Verhandlungslösung. Das ist noch immer richtig. Wir bekennen uns dazu, es hat der Ukraine mehr wie gut gedauert, wenn wir von Anfang an auf die Weg gegangen wären. Ich brauche nicht zu erzählen, wie die Situation am Blick an dem Land ist. Das schuld, wirklich schuld, dass Politik nicht die Approche von der ADR von Anfang an adoptiert hat. Ein Kollege hat heute gesagt, aus einem eigenen Namen, wenn wir nicht so reagiert hätten, dann ging es vielleicht mehr schlecht für Taiwan ausgesehen. Das ist eine interessante Theorie. Wir teilen die nicht aus einem ganz einfachen Grund, weil wir durch die Politik, die gefeiert ging, an den letzten 2 Jahren, haben wir eine russisch-chinesische Allianz, die an unseren Nähen Sicherheitssituation von Taiwan mehr vorstellt, wie das gewesen wäre, wenn wir eine Verhandlungslösung mit der Ukraine gefunden hätten. Das meine ich aus der Entwicklung, die wir gesehen haben, und das ist ja ganz leid. Die Suen, die an Waffenlieferungen gießen, das sind Suen, die Situation an der Ukraine nicht können retten. Das muss man einfach so, das sieht doch alle Experten, den Admiral Bauer, den Haiwer, den hat dem auch Herren und Kollegen sich auf hier Beruf, den einen interessanten Ausdruck gesagt am Anfang von seiner Rede, gesagt, the situation in Ukraine is dire, but not lost. Dire als auf Lützeburgisch oder auf Deutsch unheilsvoll. Sie als lost, ich kann das nicht so. Als Beamten von der NATO, wir brauchen eine andere Politik für die Ukraine. Ich will just das ist mich persönlich, ich will nicht so der Position, wie den Herr Baum de Moyen als einen persönlichen Nummer gesagt hat. Ich will so nicht Sie Sachen von der politischen Analyse aufgesehen, Sie Sachen bei der Hilfe, die mich einfach groß machen. Ich habe eine Question parlamentär gestellt, was tun die 6000 Schuss Munition kostet, die wir geliefert haben, 6000 Artilleriegranaten, das waren ungefähr 12 Millionen. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir hatten an der letzten Legislaturperiode, eine Reform vom Adapter gemacht. An den Adapter war der Kostenpunkt, den zur Diskussion stand, 13 oder 12 Millionen, 13 Millionen. Das ist eigentlich die Kategorie, über die wir schwätzen, für 6000 Schuss Munition, die an einem Tag aufgefeiert gehen an der Ukraine. Von der Ukraine schon seit 1-2 Tagen als Konsumation. Das ist es. Wir müssen einfach wissen, die Suen, die hier hingehen, retten die Ukraine nicht. Sicher nicht. Das sind immens viele Suen. Wir sollten uns endlich auf einen Weg anlassen, den Leuten eine reelle Chance gibt, die Menschenleben retten, der Ukraine ermöglichen, ihren Territoire zu präservieren, soweit wie noch möglich ist, an einer Eskalade zu verhindern. Noch ein Wort über die Justiz. Justiz ist auch ein Standortfaktor. Und wir haben hier das Problem an den Schmengen, ich hoffe, auf jeden Fall, dass immer mehr Leute sich das bewusst sind, über Delayen. Delayen, die sind einfach an der Justiz viel zu viel lang. Und das ist ganz wichtig, auch für Unternehmen, die wollen nach Plötzlich kommen, an den administrativen Jurisdiktionen. Und das ein Uleis von der ADR immer gewünscht, für Steuergericht, ein extra Steuergericht zu schaffen.
An mir hoffen, und dat will man der Regierung mat op de Weg gehen, dat bei der Reform von der Jurisdiktionen zu Lützeburg auch ein extra Steuergericht kann angefeiert gehen, für dat eben dort Prozeduren können endlich miséier auflaufen. Dat vor ein paar Kommentare meiner Seite. Ich so nicht viel Merci. Très bien.